Oder wo bist du jetzt? Ja, warte, ich gehe durch die Tür. Doppeltür, ja. Die Doppeltür. Das schmeckt nach einem nächsten Kapitel. Auch noch schlimmer. Noch ein Kapitel. Haben wir den Typen immer noch nicht gerettet? Okay, also wir reißen uns Sprichwörtlich hier den Arsch auf. Und der Typ lässt uns hier einfach hier Was sitzen. war das? Was war Also das? ich komme mal rein. Ja. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach. Ja. Farski, lass das Gelächter hier. Nochmal Ein ein Schieberätsel. 10 auf die 8. 6, also immer 2 Schritt oder was? Nein, das ist 4. 1. Also ich habe so eine Schieberätsel nochmal mit A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das ist der eine Seite, ich hatte immer die Zahlen. Warte mal kurz. Und 4. Also zum Beispiel B1 ist Blitz. Also bei mir. Warte mal. Oder das kann man auch noch verschieben. Ja, B1 ist bei mir auf der Blitz. Ja, Warum hier eine Art ja, Verbindung? warte, einsetzen. No, warte. Oh, hey. Also, wie was einsetzen? Ich kann da einsetzen. Ach so, wir müssen uns sagen, was. Aber warte mal kurz. Was ist konkret das? Was müssen wir genau machen? Ich kann noch. Du hast auch links und rechts noch die Blätter. Ja, also hier oben habe ich die Zahlen, hier unten habe ich die Buchstaben und es gibt hier verschiedene Farben. Grün, Rot, Gelb, also zumindest auf dem Pult. Aber was hat das mit den Zahlen zu tun? Das heißt 6 auf die 7. Also ich habe da Was ist noch 2 6 auf die 7? A3, 7 auf die E2, sowas, aber bringt dir das was? Warte mal kurz, hast du eine 10 auf die 8? 10 auf die 8. Ich kann nur. Wie hast du das? Kriegst du 1 auf die 12. Also ich habe nur Feuer, Laub, Blitz und Wasser. Warte mal kurz. Grün, 10 ist grün. 8, ist es auch grün? Nein, es ist rot. Ach, warte. Was? Müssen wir die gleich. Warte mal kurz, das ist blau. Das ist auch grün. Das hat irgendwas mit den Farben zu tun. Du hast Zahlen, sagst du, oder? Ja, die Farbe bringt mir nachher was. Also ich habe die hier ein 2 grünes... auf der A3, die auf der A3. Was ist mit A3? Die 2, hast du die zweite drauf? Eine 2, warte mal kurz, wo habe ich hier eine 2? Ja, 2 habe ich und das ist... ich sehe die Farbe nicht so gut. A3, Grün? A3 grün, warte. A3 oder ist es eben eine Art Rot? Nein, ich glaube eher Rot. Rot. Oder Blau? A3 Rot. Jetzt kommt ihr mit allen Farben, oder was? Okay, A3, was wollen wir sagen? Farb. Rot. Und warum kann ich eigentlich beim dem Roten da auf dem Pult auf D2 eine rote Linie ziehen? Vielleicht kommt das noch. Was zumindest beim ersten Mal. Soll ich dir jetzt mal alle Zahlen mal zuerst durchgeben? Mit den Positionen? Und dann müsstest du wahrscheinlich mir die Farben nennen und ich das nachher bauen. Okay, also fangen wir mal an mit der 1. Die 1. D2. Ja, 1 kann ich leider nicht sehen. Es ist aufgeschlagen. Okay. Dann 3 ist grün, glaube ich. 5 kann ich auch nicht lesen.
Okay. 6 ist blau. 6 auf der B4. Also 6B blau auf, also 4 rot auf 6 blau habe ich. Was? Nochmal. Ich habe 4 rot auf 6 blau. 4 rot auf 6. Oder ist es eine 9? Ja, ist eine 9. A4. Also 4 rot auf 9 blau. Ach du Heilige. 4 rot. 4 rot auf. Nochmal, sorry. 9 blau. 9 blau kann ich ja gar nicht. Oh, ich habe hier sogar meine eigene Urne drin. Hey, geil. Kämpfen wir dann gegen einen Drachen oder was? Bist du im gleichen Warte mal Spiel kurz, wie ich, oder was? Was spielst Was du? ist das für eine Tafel dort? Ist das ein Rätsel nachher? Was hast du denn mit dir? Da ist irgendwas da drauf. Wie zum Beispiel FB, PJ, PO, FA. Hey, so chemische Dingsbums oder was auch immer. Ach du Heilige. Was? Da ist irgendeine Tafel da vorne. Kann ich genau sagen. Also, was ich jetzt bei mir noch sehe, ich weiß nicht, was das noch ausmacht. Ich glaube, das ist auf die Reihenfolge, wo man es anklickt. Ich bin ein bisschen an Pokémon-Spiel erinnert. Dass Blitz schlägt Wasser, Wasser schlägt Feuer, Feuer schlägt Pflanze. Aber ich glaube, das macht bei mir nichts aus. Ich glaube einfach nur die. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Da habe ich eben die Schalttafel, wo ich bei A. Von Wieso haben wir A. jetzt plötzlich hier oben einen Stein gesetzt? Also jetzt gehen wir mal auf A5. A5, ja. Ja, was drückst, wenn du da drückst, was passiert? Ich habe dort verschiedene Blitz, Wasser, Pflanze oder Feuer einsetzen. Aha. Und kann ich bei dir auch was einsetzen? Nein. Warte mal kurz. Siehst du das hier? Nein. Erstaunlich. Wieso? Was genau? Ich glaube, du hast irgendwelche Zahlen und Ja. die Positionen. Ich glaube, ich muss jetzt Aber ich kann nichts einsetzen. Ich kann nur Linien ziehen. Okay. Deshalb verstehe ich jetzt nicht ganz, was die 5 auf die 1 bedeutet, so irgendetwas. Das heißt, dass du hier oben rechts hast einen Stein eingesetzt und wieder rausgenommen. Das sehe ich. Mit dem, Ja. okay. Und bei mir habe ich jetzt irgendwie so eine Art Linie gezogen. Aha. Moment. Hier geht nichts, 2 geht. Also maximal. Da oben, du hast ja auf der A-Reihe 3 hast du einen roten Stein. A3, ja. Da kann ich so eine Linie ziehen, rot, bis so mit D3. Und danach hört es auf. D3. Soll ich Ja. mal da alles rot machen auch? Die ganze. Ah, jetzt. Jetzt habe ich auch eine rote Linie bei mir. Zwischen Also dementsprechend können wir also das hier Verbindungen ziehen. Ach so. So ist es also gemeint. Aber wie ist das jetzt 3 auf die 2? 3 auf die 2. Heißt es also, die 3 ist also falsch? Das ist, oder warte kurz, ist das rot? Ich kann eben die Farbe nicht genau sehen, ob das irgendwie eine Art. Du hast auch blau, oder? Ja, ich kann es auch blau machen. Soll ich blau Ich machen? glaube, dass die 2 muss blau sein und die 3 muss rot, also muss grün sein. A2 muss blau sein. Also ob das jetzt ein Ja, A ist oder so irgendwas, ich weiß nicht. Aha. Ich habe nur die Ziffern. Ich weiß ja nicht, welche Farbe. Okay, der Was kann. machst du jetzt Der... hier? Nicht gut.
Das ist ja alles auf der 2. Also da war auch noch 2, aber die. Das eine kann ich nur rot machen. Also D2 bei mir könnte ich nur. Der ist fix, den kann ich gar nicht ändern. Also warte mal kurz. Jetzt lassen wir mal die 2 mal Aber jetzt ist ja blau. auch die Linie dazwischen. Und jetzt machen wir die 3 grün, bitte. Die 3 Da, wo ist, grün. ja, wo jetzt der rote ist. Ja. Ja. Und der untere. Jetzt habe ich eine Verbindung. Ja, Ob aber das so jetzt. gemeint ist? 1, 2, 3. Es gibt hier 5. 2, 4. Ja. Also warte kurz, 4 Verbindungen. Und warte kurz. 1, 2, 3, 4. Ich habe 5. Ich habe 5 Verbindungen hier. Ja. Ah. Ich habe auf 5. Aber bei den Buchstaben bei dir haben die eine Farbe. Nein. Aber ich habe. Aha. Gute Frage. Also ich habe links und rechts einfach Zettel mit einer Nummer und auf welchem Platz. Mit zum Beispiel die 7 auf E2 oder sowas. 6 auf B4, 5 auf C3 und so weiter. Aber kurz. Und was ist bei dir bei 3? Mit 3 habe ich jetzt rot. B3 habe ich einen grünen Stein jetzt drin oder ich habe die ganze Linie, keine Ahnung. Nein, das Buch. Hast du ein Buch am Boden? Nein. Nicht. Also, wie kommst du darauf, dass das 3 die B ist? Es ist so das Raster halt von A1 bis Das heißt A5 also jetzt, und von A bis E von 1 bis 5. Ne? Links, das heißt links also, von A bis B3 muss grün sein und A2 und B2 blau. Setz mal B2 bei ist blau, ja, bei mir. Ja, setz mal bei B3 ein Grün ein. B3 grün, ja. Gut, das verbinde ich den. Gut. Das kommt jetzt nur drauf an, weil. Warte schnell. Falls das wirklich das Pokémons-Prinzip soll darstellen. Ja, ich weiß nicht bloß, nicht, was bei mir auf die 9 kommt. Ich habe ja keine 9. 9. Oder was ist bei dir 9? 9 war A4. A4. Die 9 ist also A4. Ja. Oder müssen wir jetzt einfach hier die Steine besetzen auf diese Felder, wo es sein soll? Ungefähr. So. Also entfernen wir hier mal alle Steine. Alle raus. Gut. Ups. Ups. Ja, eben, ups. Hast du ein Paket bestellt oder was? Nein, die Pannen schon. Also ich habe jetzt alle Steine entfernt, bis auf Gut, okay, jetzt machen wir jetzt nochmal die 9. Also was hast du gesagt? Was ist die 9? A4. Und die 4? Die 4. Einen Moment. Die 4 ist E5. Das ist E5 auf A4, hast du gesagt. 9 ist A4. Dann setzt mal bei A4 mal blau. Bei A4 mal blau, ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir was richtig machen hier. Was ist bei dir die 10? 10, also kann ich nicht. Also ich kann ja nur das Raster von A bis E und 1 bis 5. Und die Zahl 8? Die Zahl 8 ist. Warte mal, wo haben wir die 8? E1. E1. Also das kann ich nur von der Das ist Zettel ablesen. rot. Das aber E1 rot. Einen Moment. E1 rot. Kann man das gar nicht beändern? E1 muss grün sein, das kann ich nicht ändern. Komisch. Bei mir zumindest. Oder warte mal kurz, heißt das also, die Farbe grün muss auf das drauf sein? Das heißt also, das, was wir vorhin gesetzt haben, müsste rot sein. Das wir zuerst gesetzt haben. A4 müsste rot sein, kann ich machen. Aha, lassen wir mal.
Das ist aus die 6 auf die 7. 6 auf die 7? Was ist die 7? 7 ist E2. Mach die mal blau. E2. E2 blau, ja. Und was ist bei dir die 2? 2 ist A3. A3 macht die mal grün. A3 grün. Gut, es bleibt noch die letzte. Das Problem, ich kann das Buch nicht sehen, was für eine Farbe es hat. Okay. Das war die 5 auf die 1. 5. Warte mal was. Du musst schon wissen, was die 5 hat. C3. Meinst du? Oder was? Jetzt haben wir da zwischen 3 Meter. Interessant. Feuer schlagt Blatt, das wird ja auf eine Art. Aber was ist jetzt noch der letzte, was du nicht identifizierst? Ich kann tatsächlich hier eine Linie ziehen. Moment. Komischerweise funktioniert das. E5 und der A4. Was war mal bei dir E5? E5 ist grün. Ja, nein. Warte mal kurz. Was war nochmal A4? Das war ja die 9. Die 9 bei dir, oder? Ja, also bei dir müsste es 9 sein. Auf dem Zettel ist es. Ich habe es ja nur auf dem Zettel. Also bei dir ist die 9 die A4, oder? Ja. Und die 4 ist? Die 4 ist E5. Aha. Das heißt also, das ist schon mal eine richtige Linie hier. Okay. Siehst du auf dem Pult, das haben wir richtig gezogen. Okay. Ja, Das und bedeutet, keine Ahnung, 4 schlägt Blatt, das stimmt auf eine Art. jetzt müssen wir einfach hoffen. Einmal kurz. Jetzt haben wir rot und das andere grün. Ich hoffe einfach, dass die Farbe stimmt. Mhm. Aber das andere ist ja blau. E2 ist bei mir blau. Das ist dann nicht. Also. Hm. Ja, nicht. Hoffentlich. Weil bei mir ist eben die 9, das war ja das war A4, oder? Ja. Das ist hier bei mir blau. Die 4, also die E5 Ah, ist mal. rot. E4. Was? E4 blau. Einmal kurz. Die 4 ist bei dir ja E5, oder? E5 kann ich eh nicht machen, die ist grün. E5. Einmal kurz. Was ist nochmal die Zahl 4? Die Zahl 4 ist E5. E5, also das müsste rot sein. Kann ich aber nicht. Aha. Kannst du mal ändern? E5 kann ich nicht ändern. Einmal kurz, ich nehme es mal weg. Ist fixiert. Jetzt? Ist fixiert, kann der gar nicht machen. Aha. E5 bleibt grün. So wie E1 zum Beispiel bleibt auch. Da spielt also keine Rolle, welche Farbe oder was? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Ja, ein bisschen. Ja, eben so Pokémon-Prinzip, Feuer schlägt Pflanzen. Das, oder eben das Schere, Stein, Papier-Prinzip quasi. Auch nicht bei mir auch angezeigt und das sollte vielleicht schon. Vielleicht nur falls es klappt, aber ich verstehe es auch nicht ganz genau. Okay, die Zahl 7. Was ist nochmal die Zahl 7? 7 ist E2. Also E2 und die 6. Warte mal, E2. Die 6 ist B4. B4.
Das heißt also... Okay. Siehst du das? Ja. Okay, ich glaube, wir müssen hier wahrscheinlich alles ausfüllen oder so. Ja, auf eine Art. Aber E2 ist bei mir blau, stimmt das? Hast du irgendeinen Anhaltspunkt? Also ich meine, Weil, jetzt ist das hier Pflanzenschleck. Warte mal kurz. Jetzt gehen wir erstmal auf die 3. Was war das nochmal? also A3 ist bei mir jetzt Nicht gerade. A3. Bei mir ist die Zahl 3. Was ist bei dir? Aha, so 3. Die 3. Sorry. B1. B1, jawohl. Gut, und das geht auf die 2. Nochmal, sorry. 2. Was die 2 ist? Die 2. A3. A3. Gut, das haben wir so kombiniert. Jetzt eben noch die 8. E1. Das ist also E1. Jetzt stellt sich ja nur die Frage, was ist die 10? Das hast du hier, glaube ich, nicht. Z ist B3. B3. Aha. Und das ist grün. Machen wir bei B3 mal das Grüne hin. B3, was Grünes, ja. Und jetzt müssen wir noch die letzten beiden Ziffern, also kann man das jetzt eben kombinieren. Setz mal die letzten beiden auch noch Steine ein. Aber die Farbe kann ich da nicht anschauen. Letzte. Aha, so. Mach mal irgendetwas drin, hä? Also, sowas. Aber jetzt kommt natürlich wahrscheinlich nachher darauf an, was jetzt was schlägt. Feuer. Ich glaube, da haben wir irgendwo einen Fehler gemacht, oder? Ja, das. Aber ich kann das konkret nicht verbinden miteinander. Aber jetzt B3 und E1, was ist eh beides grün? Aha, dann dürfen sie sich nicht überlappen oder so. Ja. Ups. Das geht. Komisch. Irgendwie klappt es mal und dann klappt es wieder mal nicht. Das will sich nicht verbinden. Ja, vielleicht je nachdem, was noch für Farben sind, aber. Das musste doch jetzt. Aber das kann ich nur einmal miteinander verbinden. Weil das geht ja. Ja, so von der Es muss alles miteinander. Schere, Stein, Papierlogik Oh, nee. wird das dann nicht sein. Weil ja nur Blitz Wasser schlägt oder. Ja, das Problem ist einfach, jetzt habe ich hier. Also setzen wir hier in die Mitte mal einen Stein ein. Ja. Würde mich einfach interessieren. Das ist rein theoretisch, also das muss alles so etwa kombiniert sein, aber eben, das stimmt hier nicht. Ja. Warte, ich kann mal schnell. Ja, da könnte beide wechseln. Nein, es muss ja wieder die Kombination sein. Ups, hier auf das Falsche getippt. Ja, ich glaube, Das will nicht miteinander verbinden. Okay. Ich glaube, jetzt ist noch das Schere, Stein, Papier Prinzip wahrscheinlich. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Also teilweise mit dem Verbinden hier habe ich auch das Problem. Okay. Das funktioniert. Das muss tatsächlich auch mit den Farben zu tun haben. Aber Ja, ich habe das eben bei ist 5 und 1 habe ich keine Farbe. Ich sehe das nicht.
5 und 1 keine Farbe. Weil ich keinen drin habe. Ich meine, die 5 kann ich ja schwach erkennen, dass es grün ist. Warte mal, sowas. Und dort könnte ich auch sagen, dass es grün ist. Beim 1. Aber ich weiß nicht, ob das der Rand einfach ist. Okay. Weil zum Beispiel hier beim Blauen hat es ja auch noch einen grünen Rand. Okay. Alle haben grüne Ränder. Ah. Grün, ja, dann, oder ist grün irgendwie so wie richtig? Nein. Ah. Bestätigt grün einfach richtig? Keine Ahnung.